Ich werde heute Abend von einem Sujet schwatzen, den ich gut kenne. Über Kollaboration, sicher, aber auch über Posterität von der Kollaboration an der Erinnerung an der Geschichte mit einem unumgänglichen Umweg über die Periode von der Epuration. Die Sachen, die ich heute präsentiere, sind oder werden an der Publikation vom Musée de la Résistance zu finden sind, an den Artikeln, die ich für die Publikation geschrieben habe. Die Frage, die am Titel ist, aus dem Tabu von der Kollaboration zu Lützeburg. Und ein Tabu hat eigentlich just Sinn an einer besonderen sozialer Konstellation, an einer besonderen Gruppe, an sogar an einer besonderen Definition von das, was die Gruppe zusammenhält. Das heißt, für dass ich die Art vom Krieg schwatzen, will ich an der Introduktion über das Referendum zum Maulwurfgesetz schwatzen. Das Referendum war nicht just ein Referendum für oder gegen die Kommunistische Partei. Es war nicht just ein Referendum für politische Freiheiten zu Lützeburg. Es war eigentlich ein Referendum gegen den politischen Extremismus von der Zeit. Was ich mal sagen will, ist, an der Kampagne hat die Möglichkeit, faschistisch oder nationalsozialistische Strömungen zu verbieten, genauso eine wichtige Rolle gespielt wie die Direktperspektive kommunistische Partei zu verbieten. Und das direkte Resultat vom Refus vom Maulwurfgesetz nach dem Referendum durch die Lützeburger Wähler wird die Schaffung sind von der ersten Regierung, an der die christlich sozial, also damals an der Rechtspartei, die christlich soziale Strömung von der Rechtspartei mit der Arbeiterpartei wird zusammen an einer Koalition regieren. Und die Hypothese, die ich ja schon vorstellen, ist, dass es nicht der Krieg wert sind, den zu einem nationalen Konsens feiert, wo überhaupt ein Nationalstaat entsteht, mit das den Konsens für drin entsteht, eben ab November 1937 mit der Schaffung von der ersten Regierung von der großen Koalition, die eben auf der Refus vom politischen Extremismus längst variiert basiert, auf der Idee, dass die wirtschaftliche und Sozialkrise, die zu dem Moment zu Lützeburg ist, durch einen Sozialstaat muss abgehoben gehen, und mit der Idee, dass die Identitärkrise, die auch herrscht, durch eine Reform vom Code de l'Indigénat, das heißt über die Gesetzgebung, die über die Lützeburger Nationalität dezidiert, dass die Identitärkrise über den Weg soll geregelt gehen. Und das Resultat ist ein Gesetz, das den 9. März 1940, just ein paar Wochen vor dem Krieg, vor der Invasion gestimmt wird, eben die Loi sur l'Indigénat, die dann dezidiert, dass die Lützeburger Nationalität soll auf den Droit du Sang basieren. Das heißt, die Lützeburger Nationalität sozusagen über die Ethnie oder über die Rasse definiert. Für Lützeburger zu sein, nach dem Gesetz muss ich 2 Lützeburger Älteren haben. Wenn ihn sich mit einem Ausländer oder einer Ausländerin besteht, verliert den seine Lützeburger Nationalität. Das heißt, dass ein paar Wochen vor dem Krieg beruht der nationale Konsens auf die Idee, dass Lützeburg ein parlamentarischer Staat soll sein, eine parlamentarische Nation, ein Sozialstaat, aber auch ein Nationalstaat, den auf Blut basiert. Das wird wichtig sein
für den zweiten Teil, an dem es mir dann über den Tabu selber an über Posterität von der Kollaboration schwatzen. Hallo geht es dann direkt über zu dem Teil, wo mir über Kollaboration werte schwatzen. Die Invasion von dem 10. Mai 1940 statt. Die Regierung hat Grandichas verlosen Land fluchtartig. Das nicht präpariert, das kein Interim für gesehen, das keine Modalität definiert gehen, wie möchten von der Regierung ob die Administration den von der Kinder überdrohen gehen für wenigstens d'affaire courant zu gerieren, wie das am Ball passiert ist. Und das Resultat ist, dass die Administration wird improvisieren. Oder besser gesagt, der Generalsekretär von der Regierung, der Albert Vera, wird mit dem Präsident von der Chambre, dem wohl sind Emil Reuter, eine Diskussion haben. Und die Lesung diese fanden als Schaffung von einer Regierungskommission, eine Kommission de Gouvernement, an die dann den 11. Mai 1940 durch ein Wort von den Deputierten, die zu dem Moment noch zu Lützeburg sind, kreiert wird. Und die Kommission de Gouvernement ist nicht just eine administrative Instanz. Das ist eine de facto Regierung. Das ist ein Gouvernement de fait. Und den Ausdruck von Gouvernement de fait wird vom Albert Vera selber gebraucht, und zwar direkt zu dem Zeitpunkt, wo die Evenementer stattfanden unter Wahl. Das ist nämlich ein Ausdruck, den am Brief benutzt, den den 13. Mai 1940 Präsident vom Staatsrat schreibt. Für ihn eben auch die Validation vom Staatsrat zu fragen. Und der Staatsrat akzeptiert und validiert also die Kreation von diesem Gouvernement de fait. Der 16. Mai an einem neuen Wort geht die Kommission de Gouvernement, die Regierungskommission, umbenannt an Kommission administrative, Administrativkommission, mit Änderung als just an der Bezeichnung, weil die de facto Regierung behält die Möchten, diese schon an der Resolution vom 11. Mai krut, die Vollmöchten, wie Albert Vera sie im Krieg wird nennen, an die Vollmöchten basieren auf zwei Gesetze, die vor Krieg gestimmt waren, weil Perspektiv von einer Invasion schon bestanden hat, weil die Regierung, die nur am Exil ist, demals die Latitude wollte haben, für agieren zu können, auch an einer Krisensituation wie eben die Invasion. Was soll man hören, das nicht mehr? Hey, hat er beschrieben? Ja, ich höre noch. Ja, ab wenig go wir denken Unterbrechung. Ja, just wie es den Text so gekündigt ist. Ah, okay, das vielleicht, weil er den Text angekündigt hat. Aus dem Text visibel? Ja.
Die Vollmachten, die Regierungskommission oder dem 16. Mai 40 Verwaltungskommission gut 100 Gesetze vom 28. September 31 auf vom 29. August 39 basiert. Das Gesetz vom 21. September 31 wurde der Regierung, also do an dem Fall lo dem Gouvernement de fait, der de facto Regierung der Administrativkommission Möglichkeit gin oder mocht gin für ohne Chamber zu regieren iwwer arrêté Grand Duco. Sie huet der Regierung Möglichkeit gin iwwer Krediter, also iwwer de Budget zu verfügen, den net vun der Chamber validiert war. An dat Gesetz war an senger Kraft limitiert bis zum 31. Oktober 39. An Gesetz vom 29. August 39 huet die Vollmachten eben jusqu'à disposition contraire verlängert an huet auch desideiert, dass all d'Elektionen, all Wahlen, die virgesi waren, sollten annuliert gehen. Das sind also die Vollmachten, die Verwaltungskommission hat, die aus hier eng de facto Regierung gemacht haben. Und wir werden noch später gesehen am zweiten Teil, dass die Membern von der Verwaltungskommission sich auch als eng Verwaltungskommission, also sich als eng de facto Regierung gesehen haben. An der zweiten Halbzeit vom Juni 1940, nachdem die französische Armeeien von der Wehrmacht geschlagen sind, nachdem Frankreich nach einem Waffenstillstand gefroht wird, an zu einem Moment, wo es so ausgesagt, wie wenn Deutschland den Krieg gewonnen hat und hegemonisch Macht an Europa wäre, muss ich just daran denken, dass, wie gesagt, Frankreich als an Männer, also als ein bisschen mehr wie einen Monat geschlagen. Großbritannien ist nach dem Krieg hat einen guten Teil von seinem Material verloren. Er hat noch just sein Korps expeditionär aus Dunkerque heraus gerettet. Mit Situation gesagt schlecht aus zu dem Zeitpunkt. Zur Sowjetunion als sozusagen mit Nazi-Deutschland verbündet. Die zwei Mächten haben den Nicht-Angriffspakt unterschrieben. Und die Vereinigten Staaten sind zu dem Zeitpunkt noch neutral. Wie gesagt, es sieht so aus, wie wenn Deutschland den Krieg gewonnen hat, an lo an der Position wäre, Europa neu zu gestalten. An die Verwaltungskommission, die de facto Regierung, wird an dem Kontext versichern, ein Droht zu Deutschland zum Bereich zu finden, für eine politische Kollaboration anzubieten. Natürlich war die Idee, dass die politische Kollaboration Souveränität von Lützeburg gave retten. Das war sozusagen den Deal. Eine Anpassung und eine neue Ordnung gegen eine Anerkennung von der Lützeburger Unabhängigkeit durch Nazi-Deutschland. Mit Regierungskommission ist eine de facto Regierung. Für eine legitime Regierung zu sein, als Donnerschrift von der Grande Duchesse absolut indispensabel. Mit Grande Duchesse aus dem Zeitpunkt zu Lissabon mit der Regierung. Ein guter Teil von der Aktivität von der Regierungskommission Ende Juni, Anfang Juli wird darauf bestehen, für einen Kontakt zu Berlin zu finden, an die Message weiterzugehen. Wir wollen eine Delegation auf Lissabon schicken, für Grande Duchesse zu fragen, heimzukommen, als die Reichsregierung damit einverstanden. Die Verwaltungskommission wird zum Beispiel einen Brief um Reichs
Außenminister Joachim von Ribbentrop schicken. Es wird sogar ein Brief Hermann Göring geschickt gehen. Aber die für sich haben kein Resultat. Die Briefe werden keine Antwort haben. An Juli geht auch bemol klar, wieso keine Antwort könnt. Und zwar, weil ihrste Niveau am Reich auch schon eine Decision getroffen gehen. Und zwar, dass die deutsche Militärverwaltung, die seit der Invasion vom 10. Mai besteht, durch eine deutsche Zivilverwaltung soll gehen. Die deutsche Zivilverwaltung soll dem Gauleiter Gustav Simon, also dem Chef von der Nazi-Partei am Gau Koblenz-Trier, an der deutschen Nordwest-Provinz, Zivilverwaltung sollen hinkommen. Und zu dem Zeitpunkt versteht jeder, dass das bedeutet, dass Lützeburg wird annektiert gehen, wenigstens de facto. Und die Verwaltungskommission wird noch ein lasch Tentativ machen, für das Ganze zu verhindern, und zwar indem sie wird versichern, ein Telegramm Hitler persönlich zu schicken. Ein Telegramm, den durch eine Petition soll akkompaniert gehen, eine Petition, die von den wichtigsten Persönlichkeiten am Land unterschrieben gouf. Und in dem Telegramm steht nach einkehr, dass Lützeburg bereit ist, sich der neuer deutscher Ordnung anzupassen, wann Souveränität vom Land unerkannt wird. Petition war schon von vielen Leuten unterschrieben gehen, mit dem Telegramm wird nie geschickt, weil den Gauleiter Simon, den natürlich legitimerweise daran ein Attack gegen die Autorität gesagt, das Dokument wird konfiskieren lassen und er wird eine Gegenoffensive lancieren. Das ist die Periode vom Spengelskrieg, das ist auch die Periode von der Petition Heim ins Reich an der Lützeburger Presse. Die Petition Heim ins Reich ist natürlich eine direkte Antwort auf den Telegramm, den die Verwaltungskommission präpariert hat. Was da interessant ist, ist die Verwaltungskommission ist an der ambivalenter, hat an der Lützeburger Geschichte die ambivalente Position vom ersten institutionellen Organ, den eine de facto Regierung, den eine Kollaboration ubit, den aber auch resistiert. Es ist aber wichtig zu wissen, wie die de facto Regierung wollt kollaborieren an was für einem Kontext auch resistiert wird. Sie wollt kollaborieren für die Unabhängigkeit von Lützeburg zu erhalten, und sie wird nicht gegen Nazi-Deutschland resistiert, aber gegen den Gauleiter, gegen die Ernennung vom Gauleiter, die Ernennung, die die Annektierung von Lützeburg und Deutschland bedeutet wird. Der Gauleiter wird natürlich einen Gegenangriff lanciert an der 2. Halbzeit August 1940 wird los die Lützeburger Administration akkaparieren, wird aus der Lützeburger Administration Basis von seinem administrativen Apparat machen. Muss ich nämlich wissen, dass, wenn man von deutscher Zivilverwaltung schwätzt, was bedeutet das? Das bedeutet hauptsächlich, dass die Vierkriegsadministration beibehalten wird, mit just die obersten Etagen gehen ersat. Die wichtigsten Positionen gehen an Deutscher. Und natürlich wird noch am Lauf vom Krieg einen großen Teil von Beamten entweder
an Pension gehen, sie werden zwangsversat gehen, verschiedene gehen deportiert. Das ist aber wichtig, daran zu denken, dass aber zum größten Teil eine Kontinuität besteht an der Administration zwischen der Vierkriegsperiode, der Besatzungszeit und der Nachkriegszeit. Die Verwaltungskommission wurde nicht fertig gebracht. Wie kann ich das sagen? Die Verwaltungskommission sind Rechnung aus der Abgabe. Souveränität vom Land geht nicht erhalten. Und Deutschland will Lützeburg annektieren. Und die Kollaboration wird also der Verwaltungskommission nicht erlauben, die Unabhängigkeit vom Land zu retten. Und trotzdem bleibt die Verwaltungskommission bestehen, noch eine Zeit lang. Sie bleibt bestehen, weil zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch mit der Idee weitergehend die Influenz vom Gauleiter zu resistieren, wahrscheinlich weil die Verwaltungskommission wird versichern, wenigstens die Administration zusammenzuhalten und Beamten fernzuhalten von einer Partei, die von Lützeburger gegründet wurde, pro-deutsch Lützeburger, die Volksdeutsche Bewegung, die VDB. Und das Problem ist, mit Recul, dass für den neuen, mehr bescheidenen Objektiv zu erreichen, Beamten fernzuhalten von der VDB, das Verwaltungskommission wird und verschiedene Politiken vom Nazi-Regime kollaborieren, die am Nachhinein extrem gefährlich ausgesehen. Die erste ist, dass die Verwaltungskommission, an dem sie durchdaran wird weitergehen von der deutschen Verwaltung, dass die Verwaltungskommission eigentlich unter Kontrollnahme vom Gauleiter Simon wird beidrohen. Der andere Punkt ist, dass die Verwaltungskommission dann auch an der antisemitischen Politik vom Gauleiter wird kollaborieren. Hört ihr mich noch? Ja. Ja. Perfekt, vielen Dank. Ja. Hier ist eine kleine Timeline. Die erste antisemitische Mesure, die vom Gauleiter geholt wird, an den ersten antisemitischen Order, den Verwaltungskommission wird applizieren, als den vom sie wird den Juden an Franzosen, die Lützeburg den Tag von der Invasion verlost hatten, verbinden zurückzukommen. Das ist wichtig, weil unter denen Juden waren noch Lützeburger Bürger und an dem Verwaltungskommission den Order appliziert, akzeptiert sie tatsächlich, dass Juden kein Lützeburger sind oder Lützeburger von zweiter Klasse. Den 18. August 1940 wird eine Liste von Juden von der Lützeburger Polizei etabliert. Der 5. September 1940 ging zu Lützeburg vom Gauleiter die antisemitischen Gesetze vom Dritten Reich appliziert. An den Tag danach geht den Louis Simmer, der Verwaltungskommissär
für die Education aus, also den Edukationsminister, den Befehl weiter an einer zirkulär und die Schulen und die Gemengen, dass jüdisch Schüler von der Spielschule bis an den Lycée gezählt gehen. An hier ist zum Beispiel die Antwort, die von der Gemeinde ihr schon noch kriegt, der 6. November 1940. In Echternach befinden sich zurzeit keine Primär- oder Oberprimärschulpflichtigen jüdischen Kinder. Desgleichen sind die Kinderbewahranstalt oder irgendeine andere private Lehranstalt nicht von Juden besucht. Zur Primär- oder Oberprimärschule gehen lediglich 3 von 2 volljüdischen Großeltern abstammende jüdische Mischlinge, die aus einer Ehe mit einem Juden stammen, die am 17.08.1927 beschlossen wurde, mithin nicht als Juden im Sinne des Artikel 8 zu betrachten sind, weil sie auch keiner jüdischen Religionsgemeinschaft angehören. Ich gehe in der Annahme, dass diese 3 Geschwister weiterhin zum Besuch des Unterrichts zugelassen werden dürfen. So. Das Dokument ist ein von vielen. Es gibt dann noch andere, die den Ton haben. Und ich benutze den Lo auch als Basis für eine kleine Reflexion über Kollaboration zu der antisemitischen Politik vom Naziregime, zu der Zeit, aber auch zu der Kollaboration zu Lützeburg am Allgemeinen, und besonders an der ersten Periode von der Besatzungszeit. Ja, die Verwaltungskommission hat die Befehle weitergegeben. Aber wie gesagt, kommen noch Antworten zurück, die illustrieren, wie seriös die Aufweisungen respektiert gehen. Wir sehen an der Antwort von der Gemeinde erst noch, dass den Dut, der besteht, erwähnt wird. Après tout hat die Gemeinde erst noch einfach schreiben, wir haben keine jüdischen Schüler am Sinn von der Verordnung vom Gauleiter bei uns. Aber sie melden das. Wieso? Ganz einfach. Wahrscheinlich, weil zu dem Zeitpunkt, und obwohl die Annexion von Lützeburg keine de jure, keine rechtliche Annexion ist, eine de facto Annexion eigentlich nach internationalem Recht eine illegale Annexion ist, trotzdem gesehen wahrscheinlich den größten Teil von der Lützeburger Beamten und von der Lützeburger die Annexion als legitim. Nicht, wenn es der rechtlicher Situation, wenn es der geopolitischer, wenn es der militärischer Situation, wenn es ein Kräfteverhältnis. Das bedeutet nicht, dass die meisten Leute, die denen Orderen gefolgt haben, Antisemiten waren oder Nazi waren. Es waren aber wahrscheinlich dabei. Es waren aber auch, und da besteht auch kein Zweifel, extrem viele Lützeburger dabei, die Situation, diese Stadt über die Situation gefreut haben, aber diese akzeptiert haben wie eine Fatalität. Deutschland hat den Krieg gewonnen. Die deutsche Administration war dafür zu bleiben. Und es war also die Pflicht von den Beamten zu folgen, was sie gemacht haben. War den auch nicht zu dir gesagt, mir an einem Beispiel, den ich noch wollte weisen, aber schlossen den auf Zeit, weil wir sonst keine Zeit werden haben. Ein guter Teil von den Beamten folgen zu dem Zeitpunkt der Verwaltungskommission nicht mehr. Die Verwaltungskommission will sozusagen eine Einheit von der Administration erhalten,
Mais es gibt genug Dokumente aus der Zeit, und notamment über die antisemitische Politik, die beweisen, dass notamment die Administrationen, die am meisten werden kollaborieren, Polizei oder den Corps von den Inspekteurs de l'enseignement, schon direkt mit ihren deutschen Vorgesetzten trätieren, und nicht mehr mit der Verwaltungskommission. Wie wir also gesehen haben, war nachdem es absolut visibel war, dass es nicht möglich wäre, die Unabhängigkeit von Lützeburg zu retten, hat die Verwaltungskommission also versucht, wenigstens den Einheit von der Verwaltung zu retten, an Beamten fernzuhalten von der volksdeutschen Bewegung. Aber der Gauleiter wird da auch reagieren. Wird ab Oktober reagieren durch ein Suite von Evenementen, die schreiweisen. Den 22. Oktober 1940 wird ein Sonderdienststrafgericht in Luxemburg für unzuverlässige Beamte gegründet. Den 23. Oktober nach Donau wird Gölle Fra aufgeräumt. Den 24. Oktober 40 wird Albert Vera, der Präsident von der Verwaltungskommission, verhaftet. Denselben Tag kündet zu einer Versammlung von den Membern vom Staatsrat. An den Tag danach gibt eine Versammlung von der Verwaltungskommission unterbrochen durch die Administration schaffen. Den 24. Oktober haben nämlich die Membern vom Staatsrat dezidiert, dass es Zeit wäre, der VDB beizutreten. Und da wenigstens gibt den Tag danach die Versammlung von der Verwaltungskommission unterbrochen. Und ein Member von der Verwaltungskommission, der Joseph Karmes, den Verwaltungskommissär, also der Minister für Finanzen war, hat nom Krieg Folgendes erzählt: Un certain nombre de chefs d'administration, fort alarmés des événements, se faisaient l'interprète de l'anxiété de leurs subordonnés qu'ils disaient ne plus pouvoir contenir. Wir packen uns Leute nicht mehr, was sollen wir machen? Une heure plus tard, se fit annoncer une délégation de professeurs qui venaient se renseigner sur l'attitude prise par la commission. M. Zimmer sortit pour leur donner la réponse suivante, dont il donnait préalablement connaissance à la commission. Wir sind zur Meinung gekommen, dass der Druck so stark ist, dass als Regierung, wenn sie rumkommt, keine Beamten ein Crime draus kann machen, wenn un lot noget. Avant de se quitter, les membres de la commission administrative, encore en fonction, décidèrent de lier leur sort à celui des autres fonctionnaires et signèrent une demande collective d'adhésion. Und das Evenement ist auch extrem wichtig. Das sozusagen der Moment, wo die Administration kapituliert. Und seht, voilà, wir kommen nicht mehr ernst, wir müssen uns unterwerfen. Was aber auch da ambivalent ist, ab dem Moment werdet zu einer enormer Croissance von der volksdeutschen Bewegung kommen. 12 von den Membern werden extrem ausschwellen. Und den Sicherheitsdienst, den SD, das heißt den Service de Renseignement von der SS, den Demos Stimmungs- und Lageberichte geschrieben hat, notamment zu Lützeburg, wird der Rapport festhalten, was heute passiert ist, dass all die Leute, die Bemol dazu kommen, sie versichern aus der volksdeutschen Bewegung, aus der VDB, sozusagen eine Lützeburger Organisation zu machen, die innerhalb vom Reich Lützeburger Interesse wird vertreten.
just für eine Idee zu gehen von der Explosion von der Zahlen von Membern. Den 13. Juli 1940 wurde VDB gegründet von Lützeburger zu einem Zeitpunkt, wo der Gauleiter Simon noch nicht am Land ist, sind 200 Membern dran. Wo der Gauleiter Simon nach Lützeburg kommt, sind 1400 Membern in der VDB. An August 6000. An Anfangs Oktober mitten an einer Kampagne, an einer Werbekampagne, die Heim ins Reich genannt gouf, an eine Kampagne, die zu einem Zeitpunkt, wo die Leute noch nicht forciert goufen, der VDB beizutreten, hat VDB 9500 Membern. Ab dem Moment, wo die Administration kapituliert, geht die Zahl extrem an die Lut und VDB wird an Dezember 1940 50.000 Membern. An den Höchstpunkt wird am August 1942 erreicht gehen, wo die VDB 82.000 Membern wird haben. Die gesagt, die meisten waren nicht, also ich wollte sagen, sie waren nicht freiwillig dran. Besser gesagt, die meisten waren keine überzeugten Nazien, aber sie waren dran, entweder weil sie gezwungen waren oder weil sie die Idee hatten, dass es nicht möglich wäre, anders zu handeln. Dabei muss ich aber auch sich daran erinnern, dass wo Zwangsrekrutierung wird an August, Anfang September angeführt gehen, dass zu diesem Zeitpunkt bis zu 10% von den Membern von der VDB hier Memberskarte werden zurückschicken. Ja, die Leute waren gezwungen gehen. Lützeburg haben damals an einem totalitären Staat gelebt. Aber wo Bemol eng absolut inakzeptabel Mesure angefordert gouf, hun viel von den Leuten, die herangezwungen waren, de Wehfond für zu protestieren, auch für die Karten, für Memberskarten zurückzuschicken. Wie gesagt, den SD als Anfangs 41 extrem besorgt, weil sich seht, voilà, die volksdeutsche Bewegung, dass sie lauter Leute, die nicht überzeugt sind, und das ist sogar nicht schlimm. Es sind viele Leute dabei, die auch organisatorischen Talent an organisatorische Experienz haben, die am Gange sind, als der volksdeutsche Bewegung etwas zu machen, was nicht akzeptabel ist in unserem Regime. Das heißt, sozusagen ein Sprachrohr von den Lützeburger Volksdeutscher innerhalb des Reichs. Und werden zwei Sachen passieren. Das erste, was wird passieren, ist, dass die VDB, genau wie die deutsche Administration, wird gleichgeschaltet gehen. An den obersten Etagen werden auch Deutscher ernannt gehen. Damit der Gauleiter an dem Naziregime die Bewegung kann kontrollieren. Das Zweite, was wird passieren, ist, dass die pro-deutsch Lützeburger Nazien, die volksdeutsche Bewegung gegründet hatten, auch bemol frustriert sind. Und das wird zu der Kreation von einer Lützeburger Sektion von der Nazi-Partei feiern. An 41. Und da kommen wir zu einem anderen Punkt. Ja, die Lützeburger Institutionen, die Lützeburger de facto Regierung, wollte institutionell kollaborieren mit dem Kader von einem souveränen Lützeburger Staat. Das gouf refusiert. Die Lützeburger Administration gouf gleichgeschaltet. Also die Membern haben sich unterworfen. Und werden für die meisten bis zum Schluss vom Krieg und bis danach an ihrer Posten bleiben. Aber es gab auch eine Minorität,
mir eng betrachtlech Minoritéit vu Lützebäier, die pro Deitsch waren, an dat huet Demos bedeit, dat se bereet waren, sech an der Deitscher Volksgemeinschaft zu integrieren. Dat heescht Deitscher an Nationalsozialisten ze sinn. Wieviel Leute waren dat? Für en Klang Idee zu gehen, kann ich darauf hinweisen, dass wie viel drin erwähnt, just 4 dass den Gauleiter 700 Lützeburg könnt, waren 1400 Membern an der Volksdeutsche Bewegung. An der Lützeburger Ortsgruppe von der NSDAP werden bisschen mehr wie 4000 Lützeburger dran sind. Und zu dem Zeitpunkt, wo am September 1940 Lützeburg wird befreit gehen, werden 10.000 Lützeburger das Land mit den Deutschen verloren. Das heißt, zu einem guten Teil Kollaborateuren mit ihren Familien. Und am Gegenteil zu dem, was nun Krieg erzählt gouf, waren die meist pro-deutsch Lützeburger, Majorität von ihnen, Lützeburger Bürger. Sie hatte keine politische Aktivität für den Krieg. Just eine Minorität von ihnen hat ein Casier judiciaire. Alle Altersgruppe war repräsentiert, auch wenn die Leute zwischen 30 und 40 leicht überrepräsentiert waren. Sie haben zu allen sozioprofessionellen Kategorien gehört. Auch wenn es eine leicht Überrepräsentation von den Arbeitern und von den Winzer gab. Und die Überrepräsentation von den 2 Berufen erklärt auch, dass es auch eine leicht Überrepräsentation von den pro-deutschen Lützeburger am Süden und am Osten vom Land gab und eine Unterrepräsentation am Norden. Troll von denen pro-Deutscher war natürlich Propaganda vom Naziregime an der Bevölkerung zu disseminieren. Es war aber auch natürlich Bevölkerung Noberen zu bewachen. Ab September 1942 werden die pro-Deutsch auch unter Maintien de l'ordre deelholen. Das heißt, wo die Streiker Anfang September 1942 reprimiert gehen, da sind schon Lützeburger dabei. Lützeburger an der Hilfspolizei, Lützeburger an der allgemeinen SS. Und den Trend wird weitergehen bis zum Schluss von der Besatzungszeit. Und zwar, wenn es ein ganz einfacher Grund, es sind immer Männer Deutscher am Land. Es sind immer mehr, es geht immer mehr Deutscher auf der Front gebracht, an den besatzten Gebieten. Und da wennst, gibt es eine Tendenz, immer mehr Lützeburger Kollaborateuren pro-Deutscher zu bewaffnen und immer mehr Lützeburger pro-Deutscher auch an der Administration zu integrieren. Die Lützeburger pro-Deutsch wird noch eine andere wichtige Rolle haben. Und zwar Membern von der VDB werden an den Umsiedlungskommissionen sitzen. Und zwar ab dem 27. November 1943. Und das alles erklärt, dass zum Schluss vom Krieg die Minorität von pro-Deutsch Lützeburger immer mehr verhasst ist, immer mehr isoliert ist. Und wieso auch 10.000 Leute werden das Land verlassen. Erstens, für das Leben zu retten, mit zweitens, für als Deutscher und Nationalsozialisten
weiterhin für das Reich zu kämpfen. Ich komme nur zu dem zweiten Teil. Und ich gesehen, dass schon viel Zeit gebraucht und ich werde das an einer Viertelstunde machen, ohne das Ganze zu erklären. Wo das Land ab dem 9. September 1944 befreit wird von den amerikanischen Truppen, könnte schon zu einer Wöller-Operation. Es gehen Gierdemänncher ermordet. Es gehen aber auch Exaktionen von Gierdemänncher und von Deutscher, die Land verlassen. Und einen neuen Akteur als Bemol auf der politischen und sozialen Bühne von Lützeburg präsent, und das die Union von der Freiheitsorganisationen, die am März 1944 gegründet wurde. Und die Union als ein Zusammenschluss von den numerisch wichtigsten Resistenzorganisationen. Und am Jahr 1944 wird bald das gesamte Spektrum von der Lützeburger Resistenz dran sein, von den Ultranationalisten bis zu den Kommunisten. Und die Union fängt schon selber mit der Epuration an. Im Oktober 1944 hat die Union ungefähr 3000 Männer verhaftet und zwischen 400 und 500 Frauen, die dann verhaftet und interniert gehen. Das sind alles Leute, die akkusiert gehen, Gierdemänncher, Kollaborateuren zu sein. Die Union hat eine maximalistische Idee von der Epuration. Der Union geht es nicht nur darum, die Leute zu bestrafen, die ganz offensichtlich, visibel kollaboriert haben, die eine Uniform gedroht haben, die Propaganda gemacht haben, die Leute denunziert haben. Es geht nicht weit. Die Union will auch all die Members von der politischen, von der wirtschaftlichen Elite bestrafen, die hier Posten während dem Krieg behalten haben. Die Programme von der Epuration finden notamment an den Artikeln, die an der Zeitung publiziert gehen, an der Tageszeitung von der Union, die einfach die Union heißt. Hier ist zum Beispiel ein Extra aus einem Artikel vom 21. Oktober 1944, und da kann lesen, wo mir over kein Pardon dürfen haben, und die als Verräter um gesunde Geist vom Volk ausgemerzt sind, das sind die aus Falschheit, krasse Materialismus, die Fundel um Wand drehen, wann den Herr changiert und nimmen ihren Bauch und Ehrgeiz dinglich sind, an denen die Antworten vom Lützeburger Volk fehlen sind. An einem anderen Artikel vom 4. November 1944 kann ich lesen, das sind die am Krieg immer aufgewartet haben und nicht bei Leiven mit den Preisen nicht verdienen wollten und die Haut Arroganz haben, mit einer frischer Selbstverständlichkeit sich auf hier all dick Plätzen zu sitzen, weil sie 4 Jahre die Preise 3 Dingster gelegt haben. Die zweite Kategorie, das sind die auch keine Uniform hatten, dafür waren sie gescheit, mit dem ganzen Krieg mit den Preisen und Durchpreisen hier Geschäften gemacht haben. Was bedeutet das? Die Union will nicht nur die offensichtlich Gierdemänncher bestrafen. Die Union will sozusagen Nation ranischen. Davon kommt auch der Term Epuration. Sie will all die Elemente eliminieren, die nicht fiabel waren. Und da kann den selbstverständlich auch
eng Idee von ich wollte so von sozialer Revolution. D'Union ass kein kann ich so, am marxistischen Sinn revolutionär Organisation, auch von Kommunisten zu dem Zeitpunkt dran sind, die rechtsextremistisch und korporatistisch Elemente sind zu dem Zeitpunkt nicht stark. Da kann den aber die Idee, dass die exemplarisch hatte sollte sind, das heißt, Membern von den Eliten, von den politischen, administrativen und wirtschaftlichen Eliten versucht haben, und da das Recht verloren haben, ein Teil von den Eliten zu sein, und die Union fragt dann auch später ganz explizit, dass die Administrationen und Betriebe epuriert gehen. Und das provoziert zu dem Zeitpunkt eng Panik innerhalb von den Administrationen. Und die freien Membern von der Verwaltungskommission werden der Exilregierung, die mittlerweile zurückgekommen ist, 2 Dokumente schicken, ein Memoir und eine Note, an denen sie ihren Standpunkt zu der Attitüde von den Beamten par rapport zu der VDB werden developieren. Und wo sie aber auch werden schreiben, was hier Perzeption ist von der Rolle und von der Natur von der Verwaltungskommission, wo sie daraus gesagt werden, so eine Verwaltungskommission war eine de facto Regierung und wir hatten als Legitimität und wo sie sogar der Exilregierung werden drohen. Ich weiß nicht, extra, das sind 2 Dokumente, hier wollen extra aus dem Mémoire. Il n'est pas possible de supposer que le gouvernement n'ait pas envisagé la situation en même temps que les conséquences qui en émanaient du point de vue du droit des gens. Es geht die Flucht von der Regierung. Il savait aussi que, selon l'article 109 de la Constitution, le siège du gouvernement ne peut être déplacé que momentanément pour des raisons graves, alors cependant que l'état de fait qui l'amenait à quitter le Luxembourg excluait l'espoir d'un retour prochain. On a un second extrait à cette note des anciens membres de la commission administrative sur leur attitude dans la question de la VDB. Le gouvernement n'est pas le supérieur hiérarchique de la commission. Celle-ci tenait son autorité et sa compétence non du gouvernement, qui en partant ne lui laissa ni délégation ni instruction, mais de la Chambre et du Conseil d'État. Dans la mesure où les membres de la commission agissaient en exécution de ce mandat, ils exerçaient une compétence propre et nécessairement indépendante en droit, à l'instar de celle du gouvernement régulier lui-même. Was kann denn an den Dokumenten lesen? Erstens, freie Membern von der Verwaltungskommission sind da der Portparole von der ganzen Administration und so den Ministerin, die mittlerweile aus dem Exil zurückgekommen sind, die hat damals kein Recht fortzugehen. Es war an den Armen von unserer Verfassung illegal. Die Regierung wurde damals abgehalten zu bestehen. Das heißt, die hat kein Recht, uns zu jugieren. Die hat moralisch kein Recht und die hat rechtlich keine Legitimität, weil die Verwaltungskommission der Regierung nicht untergeordnet war, aber selber eine Exekutivlegitimität ermöglicht hat. An den anderen Subtext, den anderen Message an dem ganzen Kontext von der Zeit aus, geht ja schon kein sicher. Versichtlo nicht eine Inquisition abzubauen, für die Beamten zu bestrafen, weil sonst können die Sachen, können die Argumente
die mir heute nennen, auch öffentlich gemacht. Und dann wird es gefährlich. Das heißt, die Regierung hat zu dem Zeitpunkt die extrem unkomfortable Position, dass sie gequetscht ist zwischen Resistenzler, zwischen der Union, die Legitimität von der Resistenz hat, an einer Administration, die kollaboriert hat, die weiter geschafft hat, die weiter bestanden hat, die zum größten Teil Deyas, die schon vor dem Krieg da war, mit die auch eben da weinst nach weiter funktioniert. Und in der Situation von Demos ist das extrem wertvoll. Das ist moralisch vielleicht kompliziert und politisch auch ambivalent, aber von den Regierungen aus an der den nach einem Krieg eine Administration, die funktioniert. Naja, der Choix ist sehr gemacht. Ich werde nicht an den Detailer gesehen, wie den Bras de Fer, wie die Rivalität zwischen der Regierung und der Union wird stattfinden. Ich werde just dazu sagen, dass die Union den 15. Februar 1945 dazu abruft, also die Regierung zerstört. Nein, sie fragt der Regierung, dass sie soll demissionieren. Den 10. Mai 1945 werden 15.000 Leute an Staat defilieren am Namen von der Union. Aber nur dem Akte de Force wird die Union sich loserlos ablesen vom Salveball, weil die politischen Kräfte innerhalb von der Union zu divers sind, weil auch ein Teil von den Membern von der Union schließlich wird dezidieren, sich an den Institutionen zu integrieren. So wird zum Beispiel das Groupement Patriotique et Démocratique aus den Überrester von der Union entstehen und zu einer Partei gehen, die am Oktober 1945 nur den ersten Wahlen nach dem Krieg wird auch an die Regierung kommen. Die Regierung hat also den Choix gemacht vom Staatsapparat und nicht von der Resistenz. Und die Regierung wird dann selber die Depuration überholen. Eine Depuration, die auch ambivalent, also die an zwei Vollen passiert, und ambivalent als an seine Resultate. Den erste Volle von der Epuration als administrativ. Epuration administrativ. Eigentlich war die Enquête disziplinär, die aber extrem breit war. An dem Kader goufen 20.000 Dossiers traitiert. Und das Resultat war, das ist auch wichtig zu wissen, dass all einzelne Prozedur geheim war, nicht öffentlich. Das Resultat war, dass 0,2% von den Leuten, die am Kader von der Epuration administrativ jugiert goufen, eine Sanktion grave kruten und 8% eine Mention honorifique. Das heißt, die Epuration administrativ war da für Persilschein zu gehen. Und es war die Illustration davon, dass die Regierung den Choix vom Staatsapparat gemacht hat. Depuration judiciaire, das heißt d'affaires politique, hat ein bisschen mehr Leute betroffen, 10.000 Leute. Die Epuration judiciaire war öffentlich und das ganz viel an der Presse darüber geschwärzt gehen. Die Leute, die jugiert goufen an dem Kader, waren die am offensichtlichsten kollaboriert hatten, die eine Uniform gedroht hatten,
die sich freiwillig an den deutschen Streitkräften engagiert hatten, die Machtbürger denunziert hatten, die Propaganda gemacht hatten. Und die Operation do ass méi streng ausgefallen. Et goufen 12 Leute zum Tod kondamniert, eine Art vun nach hingericht. 228 goufen zu den Travaux forcés kondamniert. 1366 Leute goufen zu Prisonstrofe bestroft. An all déi, dat heißt 1186 Leute, die zu méi wie 2 Joer Prison kondamniert goufen, krute noch hier Lützeburger Nationalitéite waschgeholt. An do ass et extrem geféierlech gin. Nom Gesetz vom 9. April 1940, den er ganz am Anfang gesehen hatte, und das bedeutet, dass all die Leute, 90% von ihnen waren Lützeburger von Geburt, zu staatenloser gesehen. Nicht nur sie, aber auch Members von ihrer Familie. Konkret gesagt, wann vermeintliche gele Menschen zu méi wie 2 Joer Prison kondamniert gouf am Kader vun der Epuration judiciaire, dann huet net heen méi och seg Fra as eng Kanner hier zu Nationalitéit verloren. An der zweite Halbschend vun de 40er Joren goufet also zu Lützeburg eng Minoritéit vu Staatenloser mat Lützeburger Wurzeln, die net nëmmen vun hireieren Noperen marginaliséiert goufen, méi die och kein Bürgerrecht méi hatte. Am Kontext vum Kale Krisch, den ugefangen huet, gouf dat extrem geféierlech. An do kommen d'Amnestiegesetzer am Spiel. Dat echt Amnestiegesetz am März 1950 huet dee Leiit die Nationalitéit zréck ginn, an d'Amnestiegesetz vom 12. Januar 1950 huet die meescht Prisonnier befreit, die am Kader von der Epuration judiciaire bestroft gewaren. An wat doch wichtig ist, was bedeutet die Haltung Amnestie? Amnestie huet dieselbecht Wurzeln wie Amnesie. Et bedeutet nicht, dass die Leute lo nëmmei kondamniert waren. Et bedeutet nicht, dass ihre Kasier annuliert gouf. Nein. Et hat just bedeutet, dass ab dem Moment Pflicht bestanden huet op der Seite von den Behörden, von den Autoritäten, die Evenementer nëmi zu erwähnen, wenn sie die Leute kondamniert geworden. So wie ein Donno von einem Devoir de Mémoire geschwart huet, kann ich sagen, dass zu dem Zeitpunkt ein Devoir d'oubli imposiert gouf. Wann in lo seht, dass Kollaboration ein Tabu war, dann muss ich präzisieren, den Tabu wird bis zum Schluss von der 40er Jahren nicht bestanden, wie das den Bürgerkrieg, den während dem Krieg angefangen hat, weitergegangen ist durch die Epuration, den was eben zu der Verdrängung gefördert wird, war de Besoin eben die Tensionen und die enormen Divisionen an der Lützeburger Gesellschaft zu tilgen, wegzuholen, den ganzen Druck wegzuholen, eine Einheit zu bilden an der Gesellschaft. Und schlussendlich wurde das Giberen arrangiert.
die Regierung konnte behaupten, dass das Land verlos hat, no Plan, dass sie seine Flucht präpariert hat, für können weiter zu kämpfen, ob der Seite von den Alliierten, dass das die Strategie war. Die Resistenzler haben es nicht fertig gebracht, das Land nach ihre Sichten zu reformieren, oder besser gesagt, die Union hat nicht fertig gebracht, und muss betätigt zu gehen, an seine Reformen durchzusetzen. Aber da wens guten Resistenzler aber einen sozialen Status, den extrem enviabel war. Ein extrem hoher Status. Was da noch mit ein anderes Sujet dann auch zu Streitigkeiten mit den Organisationen für den Zwangsrekrutier geführt wird. An Kollaborateuren, das heißt, all die Lützebäuer, die den Choix vom Dritten Reich gemacht hatten, die den Choix gemacht hatten, Deutsch zu gehen an Nazien, konnten zum Schluss von den 40er Jahren dank den Amnestiegesetzen vergessen gehen. Natürlich haben hier Noberen sie nicht vergessen. Aber offiziell hatten sie nicht gehen. Und damit waren sie auch zufrieden, weil es wurde doch hinnen erlaubt, hier Existenzen neu aufzubauen. Ich gesehen, dass ich ein bisschen mehr lang geschwart habe. Ich hätte machen. Es sind aber zum Schluss vom Referat gekommen. Und ich meine, es sind auch wahrscheinlich Frohen für gesehen. Ich gehe also dem Frank Schröder im Wurzeck. Ja, vielmals merci, Vincent. Das ist ein extrem interessanter Vortrag gewesen. Ich denke, dass man so mehr wie man die anderen Kehre gemacht und dass man Frohen abmachen, dass diejenigen, die froh haben, einfach das Mikro sollen holen und dann mal nehmen, mit ein bisschen Disziplin kriegen wir das hin. Voilà, dann gebe ich Frohen abmachen. Voilà. War kein Frohen, du sind nicht, also, ach, okay, dann, voilà, dann schläft. Wie viel von denen 10.000 soi-disant Lützebäuer, die geflüchtet sind, kurz vor der Liberation, wie viel von denen direkt ans Land kommen sind? Ja, also ich habe nur keine Ahnung von genauen Zahlen. Was aber feststeht, ist, dass all die Lützebäuer, die an Deutschland gegangen sind, dass ihre Retour organisiert wird. Dono, nicht nur oder Befreiung mit einem Krieg. Gouf organisiert erstens von den Alliierten, von den Besatzungsbehörden, die nicht mehr Leute an ihre Gebiete wollten haben, die sie zu ernähren hatten an einem ruinierten Land. Und gouf organisiert von den Lützebäuer Behörden, die Leute wollten aufjugieren. Das sind, du willst gerne doch die Bilder, die am CNA, am Centre National de l'Audiovisuel, zu finden sind, wo ein Tisch gesagt, sogenannten Gierle-Managers-Tisch, die aus Träger kommen und die dann zu Lützeburg auf der Gua ein Komitee d'accueil hatten von Hunderten extrem
die man extremer Roserei empfangen goufen. Merci ass nach in den eng froh huet. Erwech. Ja. Bon. Ja, Vincent, du hast gesagt, dass eben den Schwerpunkten im Programm von der Union um Krieg war ja auch Kriegsgewinnler, ich nenne das mal so, die gut profitiert tun am Krieg, auch zu bestrafen. Darüber weiß ich ganz wenig. Sind die irgendwo einkehr rausfort gehen, sind sie irgendwo einkehr ugeklot gehen, und dann als Kleinfrohanden drin, Stichwort Stahlindustrie. Ja, also Recherche drüber gött am Moment gefördert op der Uni Lützeburg. Nicht direkt. Lo wat zum Beispiel Spoliationen von den Juden ugeht, während dem Krieg als am Moment ein Projekt am Gange op der Uni Lützeburg. Das so das kompliziert, weil die Kriegsgewinner waren offiziell ganz explizit ein Ziel von der No-Kriegsjustiz. Dann kommen aber verschiedene Subtilitäten. Auch von am Anfang viel gesehen war, Leute exemplär zu bestrafen, die von der Situation profitiert hatten, für Gewinner zu machen, war es aber gefährlich, auf Leute zu verzichten, die an einer schwerer No-Kriegssituation auch indispensabel waren, für das Land aufzubauen. Zum Beispiel d'Entrepreneuren, Bauentrepreneuren, die all und de Projekten die geholfen hatten vom Naziregime zu Lützeburg, wie auch außerhalb, zum Beispiel die Lützeburger Entrepreneuren, die auch Atlantikwall geschafft hatten. Es war kompliziert, die Leute zu jugieren an einer Situation nach dem Krieg, wo Ball alt Brecken über Sauer und Mosel, wo guten Deel von den Straßen, wo 1/3 von den Gebäuden zerstört waren, wo also hier ein Know-how an hier Partizipation absolut indispensabel war. Das heißt, es gibt ein Phänomen, den ähnlich ist wie den an den Administrationen. Ja, theoretisch war der Willen da, für Leute zu jugieren, die sich nicht gut verhalten hatten, mit dann kam auch Material an politische Situationen von der Zeit afro an all Chaos, wann handfest Interesse am Spiel war, als Necessität Leute aufzujugieren, ob Zeit gelos geht. So ein letztes Beispiel, das ich nennen, aus den vom Chef von der faschistischen Partei zu Lützeburg. Der größte Entrepreneur am Land damals, ein Italiener, Gottes Willen, den Giorgetti, den zum Schluss von der Epuration ein Persilschein krut.
nicht weil er sich so gut verhalten hat, aber weil sein Arbeiter, sein Material, sein Gräsoen absolut indispensabel waren am Kader von der Rekonstruktion vom Land. Was hat es über Stahlindustrie vielleicht so? Das, also ich kann du probieren so, obwohl ich do kein Spezialist bin. Natürlich, das den Aspekt, den am meisten für Polemik gesucht wird, direkt am Krieg. Die Attitüde von der Stahlindustrie, die Attitüde von der Arbeit und besonders die Attitüde von Alois Meyer, demals der Chef von der Arbeit war. Und was da passiert ist, auch vergleichbar mit dem, was mit Giorgetti passiert ist. Natürlich gouf Alois Meyer zum Schluss von der Operationsprozedur weißgewäsch akquitteiert. Von dem wird mir haut wissen, also offensichtlich, dass den Alois Meyer kollaboriert wird, dass Dachbeet weiterhin produziert wird, dass Dachbeet ab 1942 immer mehr produziert. Nun Krieg gouf nämlich behauptet, guck mal, wann den Produktionszahlen von der Arbeit betracht, da gesagt den, dass sie weit zurückgegangen sind par rapport zu der Periode für drin. Das passiert, weil die Kriegsproduktion für Deutschland sabotiert gouf. Dazu ein paar Remarken. Die Produktion an der direkt vor dem Krieg oder direkt vor der Invasion ab 1938 als extrem an Blut gegangen, weil Dachbeet, weil den Hauptklient von der Arbeit demol schon die Wehrmacht war. Das heißt, Dachbeet wird bis Mai 1940 extrem viel geschafft, für Stahl zu produzieren, für den deutschen Kriegseffort. Zweitens, die Zahlen sind an der gesamten Periode zurückgegangen. Wir wollen so Jahr no Jahr sich anguckt, und das hat der Paul Serf schon gemacht. Da gesagt, dass Produktion absolut aufgestiegen ist bis 1942. Nicht, weil Dachbeet sabotiert gouf, aber weil Kohlen, die gebraucht goufen, prioritär an Ruhr gegangen sind und nicht auf Lützeburg gekommen sind. Und ab dem Moment, wo den Albert Speer responsabel gëtt für die Rüstungspolitik, da kriegt Lützeburger Industrie die Matière première, die es braucht, und da geht die Produktion an die Lut auf Vorkriegsniveau. Mit dann die letzte Remarque als Dachbeet hat kollaboriert, aber das auch eine ambivalente Situation, weil Dachbeet demol schon ein globaler Betrieb war, mit Interessen an Nord- und an Südamerika, notamment an Brasilien. Was ich gesagt als eine gewisse Zweidelung von der Aktivität. Gesagt so aus, wenn Alois Meyer an Europa blieben ist, oder besser gesagt, am deutschen Influenzgebiet für do die Interessen von der Arbeit zu wahren. Mais am Exil hun aber die Arbeitsresponsabler an Nord- und an Südamerika die Installationen, Minen, de Reso von der Arbeit den Alliierten zur Verfügung gestellt. Weil du gesagt, als eine Entreprise, die an einer komplizierten Situation mit Interessen auf beide Seiten versucht wird, seine Interessen so gut wie möglich zu wahren.
Ja, vielleicht nicht mal 2, 3 Sätze dazu so denken, das ein Phänomen, das du auch auf andere Plätze so aus an Deutschland also klar da sehen an der Nukriszeit Deutschland nicht kann abbauen, wann den all einzelnen Nazi wegsperrt, das merkt man bei den Alliiert, die für Geheimdienste abzubauen, Sachen wie Organisationen gehen, wo die Alliiert Leute rekrutieren, die vier am deutschen Militärgeheimdienst aktiv wären, wo ganz viele andere Nazien schlussendlich rauskommen. Auf der einen Seite gibt der BND, der Bundesnachrichtendienst, darüber abgebaut, auf der anderen Seite gibt es CIA, man hat so Leute abgebaut. Da tun wir an der Wissenschaft, da tun wir auf ganz vielen anderen Plätzen, dass schlussendlich Leute, die am Krieg Nazi wären oder Kollaborateure wären, gebraucht gehen für Donore Maps abzubauen. Ich denke, die Situation ist zu Lützeburg ja noch relativ harmlos per rapport zu dem, was der andere Plätze geschieht. Harmlos ich weiß nicht, ob das den Term aus mit du hast recht et geschehen ähnlich Sachen aus selbe Gründen ja es muss sich an der Situation von Demos versetzen Gesellschaft als diviséiert der Regierung fehlt o Legitimität die Wirtschaft as ruinéiert an e guten Deel vun der Straßen vun de Gebäier sind zersteiert an trotzdem muss ich aber so dass den Effort de gemacht gouf fir d Land ze säuberen wie dat Demos gesot gouf fir Depuration dass den extrem weit gegangen ist. Op jedenfalls zulemäßig. Wie gesagt, Epuration judiciaire, also Affaire Politik, das sind 10.000 Dossieren, Epuration administrativ, das sind 20.000 Dossieren. Am Ganzen also 30.000, auch von den Leute gibt, die an den Zollprozeduren jugiert goufen. Op jeden Fall wenn davon ausgeht, also von der Zahl von 30.000 ausgeht, da seiten dass 10% von der Gesamtbevölkerung, von der letzten Gesamtbevölkerung von Demos non Krieg konzerniert gouf vu senger Prozedur. Das absolut enorm ist. Okay. Schon zwei Fragen, die YouTube gestaltet gesehen. Eng echt betrifft nationalsozialistische Organisationen, nicht nur zu Lützeburg, mir urbaner Platz. Und da wird gefragt, dass zum Beispiel das SA als eng von den Aufgaben gehabt hat, an erklärte Gebiete Volksdeutsche an die deutsche Volksgemeinschaft anzugliedern, dass das zu Lützeburg aber nicht so richtig geklappt hat. Wo froh wäre, wie die Relation zwischen den Nazi-Organisationen an der Kollaboration eigentlich schwer, ob da etwas mit der Rolle von der VDB zu dienen hat. Also, was ist das froh? Also, die Relation zwischen der VDB und der SA. Ja, also eigentlich als froh für was das oder ob eigentlich das auch an einer NS-Organisationen einen Einfluss gehabt hätten auf die Kollaboration und mit der Undeutung, dass es da wenig Gewicht wäre zu Lützeburg bei urbanen Plätzen und ob das vielleicht etwas mit der Rolle von der VDB zu dienen hat, die halt zu Lützeburg eigentlich eine große Rolle gespielt hat. Also ich weiß nicht, ob sie so eine kleine Rolle gespielt hat. Denn Mark Schönchen hat zum Beispiel eine Dissertation geschrieben über DAF, die Deutsche Arbeitsfront. Und ich habe gesehen, dass die Organisation erstens auf jeden Fall am Anfang
eng gewisse Popularität hat zu Lützeburg an auch denweis Lützeburger Eichter ugezogen huet. Das heißt, do gesei den eng Nazi-Organisation, die eng absolut autonom Rolle gespielt huet, an mat eng gewisse Suse. Die froh von der Rolle von der VDB, die alles ersteckt hat, oder besser gesagt, die Influenz, den Einfluss von den anderen NS-Organisationen reduziert hat, so kann ich das auch nicht präsentieren. Weil die VDB selber auch untergeordnet war. Sie war der NSDAP untergeordnet. Sie war der NSDAP untergeordnet am Sinn, dass ihre Chef, also nicht der nominale Chef, nicht der Landesleiter, den der Katzenberg war, ein Lützeburger, mit dem eigentlichen Chef, der Gustav Simon, war der Chef von der Nazi-Partei am Gau Koblenz-Trier. Und die Hauptadministrationen, Servicer von der VDB goufen von Kaderen von der NSDAP aus dem Gau Koblenz-Trier kontrolliert. Aus dem Grund war die VDB ein Satellit von der NSDAP. Und zweitens war doch ein Satellit von der NSDAP, weil sie wichtigst am Sinn von enthusiastisch und nazifreundlichst Membern, Lützeburger Membern, ja alle Membern von der NSDAP waren ab N41. Den Gauleiter Simon hat so viel Effort gemacht, für aus der VDB eine Massenorganisation zu machen, dass die Organisation zum Schluss ziemlich formlos war. Und eigentlich, also eigentlich Seele, sein eigentlichen Motor, das waren die Lützeburger, das war erstens die Deutsch, die nationalsozialistische Kader aus Deutschland, und zweitens all die Lützeburger politischen Leiterin, die an der NSDAP waren. Es gibt da wenigstens nicht von Abfluss an von großer Mulch von der VDB schwatzen. Nur den Evenementen, die wir gesehen haben, no Oktober 1940, als VDB Eichter eng Organisation, die da ist für eine symbolische Rolle zu spielen. Sind nach einer Frohen aus dem Publikum im Moment? Ich bin da rein, Frank. Hallo. Ja. Ja, Ja, merci. Eng ganz anderer Froh, die mich aber immer schon viel beschäftigt hat, also als die wird Lützeburger Police am Krieg. Ich mengen zu wissen, dass du eigentlich so 50-50 gemerkt gehen, dass 50% von der Police Deutscher wären und Janer Lützeburger. Méi gené gefrot, wéi werd behoelen vun der Poli am ganzen, an speziell vun de Lützeburger, die do an der Poli wären, am Kontext zum Beispiel vun der Umsiedlung, an hauptsächlich am Kontext vu de Judendeportationen. Ich gebe noch ein Beispiel, dat zum Beispiel wie meng Bomi aufgeholt gin ass, hun ich aber ziemlich klar heieren, dat du Lützeburger Poli dabei war. Einer so wär Wehrmacht gewesen. Wehrmacht hat nicht die Funktion.
Also was Police angeht, also erstens muss ich auch schon feststellen, dass die Repräsentation von den Polizisten, Gendarmen an den Resistenzorganisationen gibt. Muss man gesagt gehen. Aber ja, die Lützeburger Polizei und Gendarmerie gehen verschwunden nicht. Sie gehen überall. Das heißt, dass aus den Lützeburger Polizisten und Gendarmen, außer die aber auch natürlich an Pension, also die pensioniert gehen oder die sie um Dienst gehen, aus den Lützeburger Polizisten und Gendarmen gehen Deutsch Polizisten. Und war den op jeden Fall auch an der Hierarchie gesagt, an ihrer Hierarchie, das heißt beim Polizeipräsident, Polizeidirektor, pardon, der Polizeidirektor Weiß oder den Kommissär von der Stadt, Kaiser. Das heißt, ich schwätze von den zwei Leuten, weil ich sie mehr im Detail gesehen hat. Ja, sie unterwerfen sich dem neuen Regime ohne Ambiguität. Gesagt an den Dokumenten von Demos, dass sie erstens der Lützeburger Administration nämlich folgen. Nämlich zurück antworten und dass sie zweitens alles machen, für auf ihrem Posten zu bleiben, an einem neuen Kontext, an einem neuen Regime. Das ziemlich komisch zu lesen, wie den Weiß zum Beispiel probiert zu erklären, an administrativen Dokumenten, dass es selbstverständlich deutschstämmig ist und dass Beispiele auch an der Familie von seiner Frau sicher geht, für zu illustrieren, wie Deutsch bewusst an nazifreundlichen ist. Das nicht nur ironisch an dem Kontext, das ist auch ironisch, weil ihn an dem Kader auch an den Nachkriegsepurationen muss denken, wo dann Bemol Beamten all auch den mikrsten Argument benutzen, um zu beweisen, nee, ich war während der Besatzungszeit noch patriotisch angestellt und ich resistiert. Also, für zu resümieren, ja, Polizisten und Gendarmen waren überrepräsentiert in der Resistenz, aber ja, die Servicer haben weiter bestanden während der Besatzungszeit am Kader vom nationalsozialistischen totalitären Staat. Gesagt, du wennst auch, und das ist auch etwas, was komisch ist, von den Einzel Rapporten liest, die an der Epuration geschrieben wurden, dass der Vokabular, der benutzt wird von verschiedenen Polizisten, eigentlich ein nationalsozialistisches Vokabular ist. Und du gesagt den enormen Impact, den die Jahren hatten. Was, ja, für auch auf den letzten Aspekt zurückzukommen, ob Lützeburger Polizisten beteiligt waren und den Deportationen. Das heißt, ob Lützeburger Polizisten zum Beispiel ob der Gua präsent waren, für Cordon abzubauen.
das wirklich absolut nicht auszuschließen. Es wäre auch eigentlich komisch, was kann dabei gewirrscht wären, aber bislo also schon noch nicht bei einem Autor von einem Dokument gelesen und ich sage noch kein Dokument fand, als dem absolut explizit und ohne Zweifel dafür geht, dass Lützeburger Polizisten präsent waren. Aber wie gesagt, es wäre komisch, was kann dabei gewirrscht werden. Gibt da kein Einsatzbefehle, gibt nicht irgendwo, weil normalerweise kriegt ja dann den ewigste Kommissar den Order, der geht da weiter und den, und da muss ihn ja gesehen, was geschieht aus. Also, wie gesagt, schon keine Dokumente gesehen, aber bon, das ist auch schwer, Dokumente zum Thema zu finden, weil die Archive von der Polizei und von der Gendarmerie besonders auch epuriert goufen und da gouf auch vieles zerstört. Aber ich weiß aber auch von Erfahrung, dass auch was viel zerstört wird, es bleibt immer irgendwo ein Trass. Immer. Aber da braucht aber auch Zeit. Muss entweder es für die Chance und fall den Drop, an dem Sinn etwas anderes möchte, oder es muss wirklich, was bei mir nicht der Fall war, Sinn nicht ob so etwas gestoßen, oder es muss ihn da wirklich eine Recherche machen. Aber, ja, ich meine, allein mit verschiedenen Missdeen wäre es wahrscheinlich möglich, eine Präsenz zu etablieren. Der ich eine Remarque machen. Klar. Hallo. Ja. Ja. Ich gebe gerne eine Remarque machen, was Lützeburger völlig am Allgemeinen auszeichnet während dem Krieg. Demals, wo die Education nicht was zu Hause ist, aber viele Lützeburger haben einfach aus Naivität, Desinteresse, Ignoranz zu den Evenementen reagiert. Es gab keine sozialen Medien, es gab keine Television, Radio gab es ja nicht mehr, die erlaubt war. Und für das zu beweisen, nenne ich nur ein Beispiel, wie wir aus dem Krieg herumgekommen sind, am Mai 1945, da haben als Bekannte und als Nachbarn reagiert, an dem sie gesagt haben, oh, sie die Ohren haben. Also, das beweist keine Gemengheit, mit beweist eine Sorte von Anästhesie, die die Leute befallen hat. Würde bescheren. Ja, ganz gut. Ich weiß just nicht, wen sich gerade exprimiert wird. Robert Simon. Sie da, okay. Also, das ich was mir da auffällt, als ob die Fehlen von sozialen Netzwerken auf von Television demals Notdehn war, ich weiß nicht, das gebe ich nicht behaupten. Situation, dass sie nicht unbedingt besser informiert von den überkonnektiert ist. Und zweitens, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass
das Donwissen so groß war. Konfusion vielleicht mit Donwissen nicht. Eine Situation ist so seriös, du hast sich müssten eine Meinung bilden und du hast noch müssten oder du warst abgefordert, eine Seite abzugreifen. Dat hun die manst eng seit opgegraf. Die meescht waren op Front net interessiert. Sie waren nëmme interessiert, die fir het egent iwwerlewen an wat mat denen viele Refugiet a Juden passeiert, ass dat huet sie net groß interessiert. Ja, und das ist schon ein anderer Punkt. Das ist auch das, so der Punkt, auf den ich da noch wollte kommen. Ich habe das Gefühl, dass Männer eine Sache von Missinformation war, wie von Desinteresse. Voilà. Und auch nicht unbedingt ein offensiven Desinteresse mehr. Wenn zum Beispiel vom Schicksal von der Juden während dem Krieg schwätzt, dass wahrscheinlich die allermeisten nicht-jüdischen Lützeburger sich nicht dafür interessiert. Und das nicht verstanden haben und zum Teil, und das gehört auch zu der Evaluierungsstrategie, ganz viel auf den eigenen Leid konzentriert waren und nicht auf den von Leuten, die meist nicht zu den Lützeburger Demos auch nicht wie Lützeburger konsideriert haben. Das ist ganz richtig. Muss ich noch sagen, dass Demos, also während dem Krieg bis zur Liberation, au fond, die Leute gar nicht wussten, inklusive die Juden selber, nicht wussten, was mit ihnen geschieht war an der Konzentrationslager. Das wussten nicht bis zur Liberation, was da wirklich geschieht war. Und dadurch kann ich keinen Vorwurf machen, sich da ganz groß abgeregt zu haben. Also, du wärst mir auch nicht so sicher. Was Deutschland angeht, also an den letzten 30 Jahren sind ziemlich viele Etüden gemacht, für herauszufinden, wie viele Deutsche wussten, was das wäre. Und je nach den Monographien oder Artikeln gesagt die Bemol, dass aber viel Deutscher Bescheid wussten und zum Teil am Detail wussten, und notamment wenn's den Témoignagen von Leuten, die an den besatzten Gebieten entweder an der Wehrmacht, an der SS, an den Nazi-Organisationen oder an den lokalen Administrationen geschafft haben. Es ist nicht nur am Gang zu sagen, dass die Lützeburger alle wussten, dass die Majorität von Lützeburger wusste, aber du hast auch keine Etude gemacht, es wäre aber interessant und ich kann mir nicht vorstellen, zumals mit der großen Zahl von Zwangsrekrutierten, die am Osten gedenkt haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass auf jeden Fall die allergrößte Majorität nicht wusste. Es wäre interessant, mal noch Trassen zu sichern von Témoignagen nach während dem Krieg. Ich will aber auch etwas sagen. Ich meine, die Situation ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Zwischen den Juden, die kleinen Dörfer, kleine Städte gelebt haben, die gut integriert waren, und die auch nicht alle deportiert sind, sondern auch viele, die ans Ausland geflüchtet sind und so in Ibrahim geblieben sind.
Ich meine, der Markt, die den Robert Simon gemacht hat, wird mein Pap auch gekriegt. Oh, sieh ich mir auch nicht gedacht, dass da gibt's zurückkommen. Ich fand es auch echt noch so. Nee, das war nicht unbedingt mal bösartig. Geduld, ich meine, die Leute fort. Und der Bank ist es abgetaucht. Das heißt, so auch nicht, dass Leute sich da groß Sorge, wenn die gemerkt haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass ganz ehrlich, das war aussteht, so Staat oder Asch, wo Juden zum dem nicht so integriert waren, nicht so bekannt waren. Aber ich bin froh, und der Wasser, das geht auf dem Horizont froh zurück, für die Lützeburger Polizisten sich zu Lützeburg verhalten haben, von der da viel dabei waren oder gewirrscht wären, die sich schlecht beholt hätten, nur generell auch gegen die anderen Abwohner von hier und der, wo sie stationiert war, den hätte dann noch müssen den Prozess gemacht gehen am Kader von der Epuration. Administrativ. Und das war kein Base. Und ich meine, das Dossier müsst ihr aber dann von nicht so viel leihen. Ja, vielleicht wäre ist der Antwort schon nach eng Demand vom LW für genau dazu auch nach ein kleine Intervention zu machen. Da gebe ich echt fortgehen. Dankeschön und danke für den aufschlussreichen Vortrag. Also ich melde mich nur, weil ich schreibe gerade meine Doktorarbeit zu dem Thema der Epuration von Polizei, Gendarmerie und Justiz. Und ich arbeite mich gerade durch die Epurationsakten und hinsichtlich der Deportation habe ich nur ein paar Hinweise gefunden. Und zwar, nach dem Krieg wurden einige Gendarmen dann von ihren Landesgenossen entsprechend beschuldigt, dass sie zumindest Hinweise gegeben haben auf antideutsche Personen, die vielleicht dann später zur Umsiedlung vorgeschlagen werden wurden. Also da habe ich ein paar Sachen gesehen. Ob sie jetzt tatsächlich dabei waren bei der Deportation selbst, kann ich aus den Operationsdokumenten natürlich nicht bestätigen. Also da hat Herr Artu so richtig gesagt, das sind dann die Dokumente aus der Besatzungszeit und die sind schon schwieriger zugänglich fast schon. Ja, das nur als Anmerkung. Also es gab durchaus auch diese Möglichkeit, jemanden zu denunzieren, was zur Deportation geführt hat. Und Gendarme und Polizisten konnten das durchaus auch tun. Ja, Sie verwechseln vielleicht ein bisschen Umsiedlung und Deportation, oder? Genau, Umsiedlung meine ich. Also die Deportation von Luxemburgern. Wenn es um die Deportation von Juden geht, ist sehr wenig in den Epuationsakten enthalten. Übrigens, diesen kleinen Fehler, den machen sehr viele. Und ich bin sogar ab und zu, glaube ich, dass er bewusst gemacht wird. Ja. Okay, danke. Was willst du dazu sagen? Ich denke mir so für die Finning, vielleicht ein Last froh, die nach aus dem YouTube-Chat kennt, wo eigentlich vorgestaltet wird zwischen dem Verhältnis zwischen der Resistenz und der Nachkriegsregierung. Ich gehe so, für mehr Psyche zu bleiben, kann ich vielleicht ein bisschen modellieren, als die Resistenz global gesehen zufrieden gewesen mit der Manier, wie die Regierung mit der Kollaboration umgegangen ist, oder wie hast du die Position gewesen? Wie die Resistenz par rapport zu der Epuration reagiert wird. Ja, auch par rapport zu dem, was die Regierung eigentlich schon, die Regierung ist eigentlich responsabel für die Epuration. Also ich kann das gut quantifizieren, wie am Sinn von wie viel Resistenz das gut oder schlecht fand. Weil aber auf jeden Fall feststeht, dass es genug Témoignagen von der Periode natürlich von der Jahrzehnt danach gibt, die dann nämlich, also die dann natürlich gesagt haben, dass die Epuration nicht weit genug gegangen war. Es finde ich schon damals eben an der Zeitung, an der Tageszeitung der Union,
schon am Summer 45 just pur Main no dems Prozesse ugefangen hun finden do schon remarken die so dass wat du passeiert as Scham die Klang die bestroft an hart bestroft an die Deck sie natürlich gut wasch kom dat hecht et gött ja das verstandlech die Frustration dass den Aspekt do vom Programm von der Union zu keinen Resultate gefördert wird, aber den Aspekt do so an der mangelnech die eng streng Epuration von der Administrationen auf von den Betrieber oder besser gesot Bestrofung von den Eliten. Und das hat den nach Jahrzehnten nur der Befreiung fand. Just nach pure Marken zu vier run. Ich war don wissen. Also spontan so nicht mal, wann Noperen erstaunt waren, Leute erstaunt waren für jüdisch Noperen nom Krisch Rönze gesinn. Also ich so mehr spontan, dass das echt ein Hinweis drauf war, dass sie wussten oder so danke konnten, dass hier ein Depart nicht Gutes bedeutet wird. Und wie gesagt, es wäre interessant, über das Sujet zu forschen. Und für etwas zu sagen, was auch an der Richtung geht von der also von dem, was wir verdrunken beschwert haben, an dem Kontext, mir auch zu der Remarque von Henri zum Term Deportation, den dann auch nomkrisch benutzt go für Dömmsiedlungen zu bezeichnen. Deportation militaire. Hein? Oder Deportation militaire, die benutzt go. Und für dann auch zurückkommen, zu kommen auf die Idee von Desinteresse, auf Fixation, auf das eigene Schicksal. War den Nomkrisch viel gesagt, als die Tendenz, den Diskurs von der Deportation, aber auch vom Genozid auf Lützeburger Volk zu applizieren. Die erste Kehr, wo an der Chambre den Term Genozid gebraucht wird, das vom Roman Vandel am Anfang von den 60er Jahren und das am Kader von einer Debatte über Zwangsrekrutierung. Und dann wird die Idee developiert, dass Zwangsrekrutierung eine Art und Weise war, das Lützeburger Volk zu vernichten durch die physische Vernichtung von der Lützeburger Jugend. Das ist ein Diskurs, den ich finde. Und ich so non Krieg, was mich am meisten erstaunt hat, ist, dass ich schon ein Témoignage am Krieg selber fand an einer clandestiner Zeitung von der LPL, meine ich, wir sind doch nicht sicher, von 43, wo ein Artikel aus über die Ausrottung von einer Bevölkerung, wo den Autor sieht, da mangen nicht Juden, aber ich meine die Lützeburger, die als Volk zerstört gehen. Das heißt, es gesagt, die eine Tendenz während dem Krieg und noch nach dem Krieg, die Lützeburger als das kleine Volk zu präsentieren, was vernichtet soll gehen. Und das ist dann auch ein Aspekt, den erklärt, wieso Judenverfolgung so an der Schild gesagt gouf, an op Zeit gesagt gouf, weil das egent Lied, die das Lützeburger Volk soll zerstört gehen, prädominiert wird.
Okay, ich meine, dass wir nur 2 Stunden lösen sollten, auf den Schluss von unserer Diskussion kommen. Das war ein großes Merci. Es wäre wirklich 2 interessante Stunden mit vielen Sachen, die auf die dummer näher auch mehr solo nicht so klar wären. Das immer interessant, lehrreich der Nutze lauschen. Ich so leider Merci mir hun bis zu 115 Leute gehabt, die der heute live viiert tun wird absolut remarkabel aus. Ich will nur nach zwei Sachen die denke kurz so dass man als nächste Konferenz den 18. März tun, der das dann ein Thema den bisschen méi speziell aus, wo auch sicher nicht so viel Leute werden nullchen geht über Tinzer der Barak, die ganz Polemik, die Barak, die demnächst an einem neuen Muse wird stohen rundum du zu erzählen hast du sie viel interessant Geschichten. Und der zweite ist das, was der Wasser am Anfang schon angedeutet an dass man als Muse ein Buch werden oder am Gang sind zu präparieren, wo man die Vierverkaufle ugefangen hun, dats de Luxemburg e le troisième Reich Luxemburg und das dritte Reich mat Texter op Franzisch an op Deutsch de jeweilschen Artikel ass an der anderer Spur als Resümé da noch dran zu fannen. 3 Autore 50 Artikeln an dat fir am September rauskommen, der könntet de moment awer schon 4 bestellen durch eng Überweisung op se kommt mat der Remarque Luxemburg le troisième Reich. Du hast natürlich auch den der einen Artikel vom Wasser dran an nach ganz viel einer Sujeten, die zum Deel nach nie behandelt gesinn. Voilà. Du mat der Merci, dass der nur geleistet tut, dass der froher gestaltet, dass mat diskutiert tut an ich wünsche nach schönen Novent.